questions. Thank you. Thank you very much. Ja, guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr, ja, Sie hier heute zu sehen. Ja. Wie gesagt, ich bin Diplom-Ingenieur von der TU oder von Görike, Magdeburg. Ich kenne Deutsch schon sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Gelegenheit haben, jetzt hier mit euch zusammenzuarbeiten. Und zwar etwa zurzeit Dinge sind, Deutschland hat einen Mangel der Facharbeiter. Kenia und an der Seite hat so viel sehr trainierte Facharbeiter. Und zwar, man kann das so machen, früher war es so, dass die Leute mussten nach Deutschland kommen. Aber heute mit dieser heutigen Technologie darf man nicht. Ich meine, man kann halt in Kenia sein und für die deutsche Industrie arbeiten. Ja? Und das ist ja sehr gut. Und zwar, Kenia hat über die Jahre her die Leute trainiert. Wir haben sehr well trainierte Facharbeiter, die in der deutschen Industrie arbeiten können. Und zwar, wie gesagt, du weißt zum Beispiel, Kenia hat diese mobile Geldtransfer gegründet, M-Pesa. Das wurde in Kenia gegründet. Okay? Deswegen soll ich sagen, dass wir haben sehr skilled Facharbeiter in Kenia. Und ich weiß, wie es in Deutschland ist. Das deutsche Ausbildung ist ganz sehr gut. Deutsche Facharbeit. Also, die machen, was man sagte damals, deutsche Wertarbeit. Okay. Okay. So, deswegen kommen wir hier. Und wie der Präsident schon gesagt hat, Kenia ist auch bereit zurzeit. Früher ging man nach China, weil China, was hat China gemacht? China hat eine sehr große Population. Aber über die Zeit, die haben diese Population, die junge Population, haben die ja trainiert. Die hatten sehr viele junge Leute, die trainiert waren. Und die Industrien in Europa, in Amerika, brauchten diese Facharbeiter. Hier, die Teuren hier waren so hoch. Und deswegen gingen die nach China. Also China war das so billig, ganz billig. Und dann, die haben dann so die Industrie von Europa, Amerika nach China gebracht. Heute gucken wir uns den Autobau. Mercedes, BMW, VW, Peugeot, Volvo, Ford, Toyota, sind alle in China. Die machen alle in China. Aber China zurzeit ist auch jetzt nicht sehr billig. China hat jetzt eine Mittelklasse, die größte in der Welt. Über 600 Millionen Mittelklasse. Deswegen jetzt kommt ja Afrika. Afrika ist noch billig. Wenn man nach Afrika kommt, man kann in Afrika sozusagen Waren produzieren in einem sehr niedrigen Preis, wenn die Industrie nach Afrika kommt. Deswegen kommen wir her. Das heißt, wir haben was zu verkaufen und sie haben was damit zu kaufen. Okay? In einem Austausch.
Okay? Das ist ein Markt. Ein Markt der Skilled Arbeiter. Und das wenigsten wir hier. Dankeschön. Yeah, thank you, Your Excellency.